habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Beim letzten Mal habe ich die heutige Geschichte leider nicht ganz untergebracht, weil es ja irgendwie auch nicht zum klassischen Oberhandeln passt und weil du auf der Straße keine mehr findest, wenn du den ganzen Tag bloß in deinen Handykasten gaffst. Hast heute, wie versprochen, How to Online-Dating. Das ist ja viel gar nicht so einfach, da manch einer 2019 immer noch maßlos überfordert ist, wenn er einen verdammten E-Mail-Anhang zum Verschicken hat. Aber für das habt's ja mich. Beim Online-Dating gibt's einiges, worauf du aufpassen musst. Wieso, weshalb, warum? Sag ich dir, fangen wir an mit Phase 1. Geschissen auf Kennenlernen, schnackseln möchte ich. Oder in kurz, Tinder. Das Gute ist, das kostet nichts und da trifft man sich dann online zum Kennenlernen. Kennenlernen. Schauen die zwei aus, als wir das gerade kennenlernen. Ja, genau. Auf Tinder sechst du nur ein Foto, einen Namen und wie alt das die andere Person ist. Sonst nix. Du entscheidest nur übers Ausschauen. Das Ganze natürlich anhand von einem 100% glaubwürdigen, realitätswiderspiegelnden und 200% nicht bearbeiteten Beutel. Du kriegst eins nach dem anderen vorgesetzt und du wischst die alte oder den alten dann einfach nach links für Nein und nach rechts für Geil, da will ich rein. Ja, wenn ich besoffen bin, na. Wenn's dann bei einer quasi Ja gedruckt hast und sie bei dir auch, dann schreibt's vielleicht zurück. An Oberflächlichkeit ist das Ganze nicht zu übertreffen. Und das, wodurch die Mädels immer so sagen wie, ja, nett muss er sein, Talent soll er auch sein. Und am F dann her, Humor muss er haben und lustig, ja, ganz viel lustig muss er sein. Ist das so? Wenn's da mit einer da drin anbandelst, ein bisschen hin und her schreibst und die am Ende auf ein Treffen einlässt, rechnest du anhand vom Beutel natürlich mit der Jessica, der Kessen-Kindergärtnerin aus Kärnten, die gerne auf Kinder aufpasst. Wenn's aber soweit ist, dann kommt die Jessica, der Höhlentroll-Kindergärtner aus fucking Moria. Der hat Kinder, so wie es ausschaut, kurz vorher gefressen hat. Aber gut. Probiert es selber aus und wehe einer jammert, ich hätt's euch nicht gesagt. Wer keinen Bock auf den Schmarri hat, der schaut jetzt weiter in Phase 2. Gehobenere Varianten des Online-Datings. Möchtest du es ein wenig seriöser? Dann registrierst du bei zum Beispiel Parship. Bei meiner Partnersuche lasse ich mich nicht stressen. Ich Parship jetzt. Alle 11 Minuten Fälle. Ja, alle 11 Minuten spähen wir hier an der Nudel. Alter, da wenn auch nur eine einzige, halbwegs so ausschaut wie diese Yoga- und Jogurette-Britschen. Alter! So schauen doch keine normaler Leute aus. Eine, wenn dabei ist, noch ein Frisi an Besen, der schluckt Putzfrau und schnupft ihre Putzkammer zusammen. Oh, alternativ dazu gibt's da noch sowas wie Sympathisch, individuell und kreativ. Elite-Partner, Akademiker mit Niveau. Elite-Partner, Akademiker mit Nivea. Soll denn das heißen? Trifft er dann der Doktor in Onomastik auf die Professorin in urbanem Pflanzen- und Freiraummanagement? Wow, Gratulation! Ich freue mich schon auf euren Nachwuchs, der sich an Beliebtheit in der Schule Bachelor voraussichtlich aus dem Handgelenk schütteln wird. Was gut haben so Online-Plattformen aber doch auch, du musst dein Gegenüber nimmer direkt ins Gesicht sagen, dass du keinen Bock auf ein Date hast mit jemandem, der Katapulte nach Gondor zieht. Egal, tun wir weiter in Phase 3. Wenn gar nichts mehr hilft, wenn dir wirklich alles wurscht ist, dann suchst du auf Facebook in so Gruppen wie Bayerns schönste Singles. Alter Schwede, da spielt Lebenshilfe gegen die Landshuter Werkstätten. Da bewirbt sie Not für Elend. Da wird, glaube ich, darum gestritten, wer das schlechteste Beutel und den schlechtesten ersten Satz abliefert. Ganz ehrlich, scheiß auf den ganzen Dreck. Und jetzt kommt's, nur für die, der 100% Oberhantel-Geling-Tipp. Zurück zum Fenstern! Alter, das, wenn's heutzutage durchziehst, zu der alten Alarmtermin nimmst und den Balkon aufsteigst, ist scheißegal, ob sie optisch in der Champions League und du in der Hamiglas spielst. Dann ist Sexy Time. Ja, aber Birger, was wenn nicht? Dann ist so undankbare Mistmatz, die Szene verdienen dort, dass du eine zipfest. Wie ich jetzt mal sage, merci fürs Zuschauen. Wenn's dir im Leben wieder mal ein Stück weitergebracht hat, lass jetzt ein Like da, drückst auf Abo und löscht dein Tinder-Account. Ansonsten schickst das Video in jede WhatsApp-Gruppe, die du kennst, sonst kommt der Höhlentroll und frisst deine Kinder. Und ich geh jetzt mein Katapult in Garage. Haut euch eine, habe die Ehre.